Abend zusammen. Willkommen im Stadion. Wir werden die Runde vorbei. Vorher wollen wir die Zeit noch nutzen, Hansi Küpper vorzustellen. Tja, hallo liebe Zuschauer, hallo Freunde. Fußball in Rheinkultur liegt vor uns. Und von mir aus... Klar, es geht heute um nichts. Ein guten Lärm verlieren. Darin liegt man. So, Freunde, es geht los. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns diese Partie an Überraschungen so bietet. Da außen ist Platz. Die Abwehr hat sich bis jetzt wacker geschlagen. Erklärt die Situation. Aus dem Ball könnte was werden. Da schleichen sich wieder Nachlässigkeiten ein. Der öffnende Pass leitet den Angriff ein. Da musste sich der Torwart nicht besonders anstrengen. Maus. Damit kommt er nicht durch. Und wir beide sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Jetzt könnte was gehen, wenn er die Kugel ordentlich reinbringt. Dieses dumme Foul, so gefährlich nah am Kasten, kostet einen Freistoß. Der Schiedsrichter holt ihn zu sich, aber er will ihm nur ein paar Takte flüstern. Das wird... Der war leicht zu pflücken. Jetzt hat er die Aktion also doch noch als Foul gewertet. Die Entscheidung ist, denke ich, richtig. Aber es war eine späte Entscheidung. Serbien und Montenegro. Die Abseitsfalle der Abwehr schnappt zu. Der Assistent ist genau auf Ballhöhe und entscheidet vollkommen richtig. Schön durch die Mitte gespielt. Der geht aufs Tor. Ein klasse Tor. Sie liegen in Führung. Absolute Weltklasse. Sie stellen das Gros der Fans hier und heute und die machen jetzt Stimmung ohne Ende. Da haben sie die Verteidigung klasse ausgespielt. Sie sind vorne, führen jetzt mit 1:0.
Ein guter Ball und wir sehen gleich den nächsten Treffer. Und die Abwehr schnappt sich den Ball. Zack. Und da ist die Lücke. Und Flanke. 5 Minuten sind es noch und es sieht nicht danach aus, als würden wir noch Tore zu sehen bekommen. An denen ist einfach nicht vorbeizukommen. Beeindruckend starke Abwehr. Und Schuss. Der hätte sitzen müssen, aber er geht vorbei. Kein schlechter Versuch, aber letztlich nicht genau genug. Schön weitergeleitet. Da steigt er hoch und köpft. Dieser Torwart hat seine Augen einfach überall. Der Schiedsrichter bittet zum Pausentee und der ein oder andere sieht mir danach aus, als könnte er die Pause gut vertragen. So, Hansi, bitte. Deine Meinung ist gefragt. Die Türkei. Die Trainer haben zur Pause alles gesagt. Jetzt müssen die Spieler das umsetzen. Beide Teams sind wieder auf dem Spielfeld. Auswechslungen hat es keine gegeben. Das war doch abzusehen. Der Pass kommt nicht an. Von links droht Gefahr für die Abwehr. Das hätte richtig teuer werden können, aber gut mitgespielt vom Verteidiger. Links außen. Genau, probier's doch mal. Das haben sie gerade noch weggebogen. Ja, klares Foul und jetzt eine gute Freistoßposition. Das ist nah genug, um einen Schuss aufs Tor zu riskieren. Der geht in Richtung Tor. Um Haaresbreite drüber. Die Fans haben ihn ja förmlich dazu aufgefordert, es direkt zu versuchen. Kann ihn vielleicht mal einer angreifen? Da kommt der Schuss. Maus. Souverän geklärt. Wichtiger Ballgewinn. Das war leichtsinnig. Riesenchance von links reinzuspielen. Und er probiert's. Weit daneben.
Sie versuchen, das gegnerische Tor unter Druck zu setzen. Nur so geht's, um überhaupt in Schussposition zu kommen. Die Abwehr wackelt gewaltig nach diesem Zuspiel über links. Er versucht ein Wahnsinnstor. Damit haben sie ihren Vorsprung verdoppelt. Ein irrer Kopfball. Komfortabler Vorsprung jetzt trotzdem. Es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt schon anfangen, auf Zeit zu spielen. 2:0 jetzt die Führung, das sieht doch gut aus. Da hält er voll drauf. Und der Keeper boxt ihn ins Aus. Eckball. Chef Potomac. Steht da jemand vor dem Tor bereit? Und er ist drin! Tor! Und sie schießen noch ein Tor. Das ist schon das zweite und keine Reaktion vom Gegner. Brillant gekürzt. Tja, jetzt sind sie richtig gut. 3:0, die Führung ist jetzt absolut souverän. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Da steigt er hoch und köpft. Der Torwart kommt raus und nimmt den Ball auf. Bindelgeld. Da ist ein Mann frei. Gutes Zuspiel. Riesengelegenheit. Jetzt könnte er den Ball in die Mitte schlagen. Und jetzt versucht er es. Er segelt über die Latte. Hätte ein Törchen verdient gehabt, das Ganze. 85 Minuten sind gespielt. Und er zieht ab. Er geht auf Nummer sicher und so gibt's Eckball. Direkt vors Tor. Sie machen weiter Druck und bekommen erneut Eckball. Genau vors Tor. Da hält er ein wirklich bemerkenswertes Tor. Sie haben den Rückstand auf 2 Tore verringert. Nur noch wenige Minuten bis zum Schlusspfiff. Ein Bombenschuss mit rechts. Der Trainer ist nicht erfreut über das Gegentor. Wird er jetzt die Defensive stärken? Die harte Arbeit der letzten Wochen hat sich heute ganz offensichtlich ausgezahlt. Das Ergebnis spiegelt die deutliche Dominanz wider. Das Spiel endet unentschieden. Deine Meinung dazu, Hansi? Ja, auf jeden Fall. Diese 90 Minuten waren viel zu schnell vorbei.